Das ist gerade so belastend, wenn du checkst, Alter, du möchtest den Part starten, aber konntest du eigentlich gar nicht mal so richtig. Weil dir was fehlt. Es ist so dumm. Wir snacken uns das erste Mal an Fisch. So, jetzt können wir nämlich loslegen. Der Kollege hat nämlich Bock auf was Fischiges. Und ungefähr so wird er wahrscheinlich Prinzessin Ruto verschluckt haben. Was nur heißt, er wird uns auch einsaugen und fressen wollen. Jabu Jabus Bauch. Okay, wir sind jetzt zwar noch nicht im Bauch, wir sind dann nur vorn und können da nicht raus. Oh, doch, wir können raus! Was zum? Verpiss dich, brauchen wir jetzt nochmal an? Nee. Ey, Iva. Mach niemals mehr so einen Scheiß mit mir, bitte. Das ist echt uncool, Mann. Ey, Mann. Hallo? Ich möchte die abschießen. Und ich möchte die abschießen. Lol. Okay, die Dinger kommen nicht abschießen, aber ich wollte die ja gar nicht abschießen. Ich wollte den Octorok. Wait, kann ich den auch? Nee. Ich muss den mit Fernkampf besiegen. So. Was sind das für Dinge? Da die echt gern wissen. Eine Blubberblase greift dich an. Diese Dinger zerplatzen wie Seifenblasen. Okay. Kannst also nicht kaputt machen. Na, ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Navi, tut mir leid. Ich mache jetzt mal direkt die Zauber von Pharaoh an den Start, damit die da theoretisch halt wieder herkommen. Ich weiß nicht genau, wie gut das funktioniert und was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir jetzt da unseren Checkpoint, so ziemlich. Ja, genau da am Anfang ist er. Und da ist ein Nippel, den wir drücken müssen. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu einer Prinzessin Ruto. Okay, den Pisse können wir auch schon mal nicht angreifen. Das ist natürlich belastend jetzt. Was mich schon wieder nervt, dass man keine Karten hat jetzt. Die möchte ich so schnell wie es geht finden. Weil es war schon assi eigentlich, überall so in die Gedärme vor dem Vieh rumzustapfen. Ey! Hey du, wer bist du? Ich bin Ruto, Prinzessin der Soras. Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich. Ist mir total egal. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du verschwinde, kapiert? Hä? Ach komm schon. Alter! Wie lost. Oh nein! Ey, das hat schon echt dumm ausgeschaut gerade. Ja, das war's dann wohl. Rein da. Mann, oh Mann, oh Mann. Du bist echt lost, wirklich. Bist du immer noch hier? Du bist ja schlimmer als eine Klette. Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Sora-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Jabu Jabus Bauch herum. Aber Lord Jabu Jabu ist heute ziemlich seltsam. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein. Aber das geht dich gar nichts an. Egal. Verschwinde, okay? Ach, verpiss dich. Wirklich. Also wenn es schon so geht, dann kriege ich erst Kotzen. Und da drüben ist ja goldene Skulptur, oder was, das sind zwei? Das sind zwei? Hallo? Hä? Ich druck nach oben! Drecksscheiß da.
So. Schön den Bobbles ausweichen. Böse Bobbles. Böse, das ist schon wieder Skulltula? What the fuck? Das ist immer geil, weil... Ne? Ihr wisst warum. Ja, moin. Ey, komm, lass doch die Scheiße jetzt. Ach, bei oben kommen wir nicht einmal. Okay. Wenn wir nach oben drücken, kommen wir nicht einmal abvisieren, sagen wir es mal so. Ist gerade ein bisschen stressig mit den Drecksblubberblasen. Da die ehrlich gesagt gerade gern zerstören und so. Gut. Hier mal wieder ein bisschen Nippel drucken. Holen uns die goldene Skulltula, Skulltula, Skulltula. Und was ist da so? Ah, Mic nochmal. Sofort. Gut, dass ich auf dem Shortcut gerade die Flasche gehabt habe. Ey, das ist ja anders nice. Ja, perfekt, weil dann ist ja die Flasche schon wieder direkt super genutzt. Dann nehmen wir nur mal kurz Nippel drucken. Also ich weiß von früher, dass das ein ziemliches Chaos für mich war, sich da zurechtzufinden in dem Ganzen. Aber bis jetzt geht's ja, warte, können wir da überhaupt durch? Ne, es ist ja zu, oder? Es ist zu. Eine seltsame Magie versperrt dir den Zugang. Löse das Rätsel dieses Raumes und du erhältst Zutritt. Hey, Dom, lol. Was für eine Magie. Wahnsinn. Das habe ich einfach nicht gesehen. Ah, okay, und wir sind jetzt da unten. Ah, lol, da hinten ist was. Blub, 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 blub. Einfach hier rüber tauchen. Und zur Not einfach zu dir tauchen. Ach komm, echt jetzt? Wird das nicht langsam langweilig? Die hab ich runtergenockt. Spielen wir Smash oder was? Okay, der möchte mir Dekonüsse verkaufen. Aber warum? Weiß ich nicht. Nein! Nein! Ich muss da nur rauf, ich muss noch rauf. Wow! Scheiße knapp. Sag mal, ich habe doch den Puls. Alter. Wait, und da drüben? Da kann ich noch nicht rüber. Okay, ja gut, dann halt nicht. Dann einfach nicht. Okay, da jetzt erst mal gern wissen, bevor ich da in ein anderes Loch reinstapf. Und was da hinten ist. Und auf was ich noch nicht eingegangen bin, warum? Okay. Warum stapft da Ruto manchmal einfach so in den Bauch rum? Das ist doch anders scheiße, oder nicht? Darf ich mal darauf? Danke. Ah, scheiße. Ich hab doch gewusst, da ist irgendein Haken dabei in der Sache. Muss ich jetzt etwa ein... Vorsicht, Mare, dieses rote schleimige Ding ist voller elektrischer Energie. Na, ich möchte nicht anvisieren. Ich möchte nicht anvisieren. Ich möchte nicht anvisieren. Nein, nein. Aus. Hey, du dummes Drecksding, Navi. Ich hasse dich.
So, mein Plan ist jetzt, Kiste vom Anfang mitnehmen. Alter, zum Glück sind da zwei. Wait. Es geht nicht? Ja, okay, also das muss jetzt wirklich erst in meiner Loch, ey. Und ich glaube, das... Vorsicht, Mare, dieses grüne schlemmige Ding ist voll elektrischer Energie. Ja, ich wollte da vielleicht nicht reingehen, oder? Mann. Ich hasse es, Alter. Ich möchte doch nicht anvisieren, Mann. Ich möchte... Ja, keine Ahnung, gehen wir mal da rein. Super, genau das habe ich vermutet, dass es absolut nichts bringt. Okay, das ist schon mal nix. Nein! Gehen wir noch erst wieder rauf. Ach, wait, da kommt man wieder zurück. Okay, ouch. Dann müssen wir ja fast da mal rein. Ja, es ist ja schön und gut. Von wegen Skulptula und so. So, Bruto. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Und übrigens, ich bleibe bei dir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Was macht die für einen Sound? Also wenn ich sie grab, macht sie diesen Sound. Freudiger Regler, die Song. Wer kann's ihr verübeln? Okay. Den habe ich verdient. Jetzt macht's wieder Spaß. Jetzt habe ich wieder Spaß. Hahaha. Ja, Moment einmal. Halt. Was ist jetzt mit ihr? Die ist weg. Hätte ich die vorher da rüberschmeißen müssen? Ich hätte die schmeißen müssen. Ey, Alter, die ist so groß wie ich. Wie soll ich die schmeißen? Verpiss dich. No joke, die ist sogar ein bisschen größer wie ich. Wie soll ich die schmeißen, Mann? Wie unaufmerksam von dir. Warum lässt du mich sitzen, wenn du ein Mann sein willst? Dann verhalte dich auch so! Sorry. Tut mir leid. Nein, tut's mir nicht! Okay. Ja, ist okay. Komm jetzt. Schon hat sie die Stimmung wieder ein bisschen abgeflacht. Und Wurf! Wurf! Hey, verpiss dich jetzt, ob man die wirklich aufschmeißen muss. Das gibt's ja nicht. Komm, rauf! Ja. Okay. Du bleibst kurz hier. Ich hab das doch gerade nicht gedruckt.
Oder war das gerade Input-Lag des Jahrtausends? Also wirklich. Die Prinzessin ist wirklich sehr speziell, sagen wir es mal so. Haha, du Schisser. Haha. Der Octorok verpisst sich halt einfach wieder, wie wir jetzt nah an ihrem Daten sind. So, jetzt bloß keine Scheiße bauen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir vor dem Elektroscheiß-Ding getroffen werden, dass uns die Route wieder abhaut. So. Und jetzt... Jetzt gehen wir mal kurz darüber. So. Der Schalter sieht so aus, als könntest du ihn nicht betätigen, da du alleine zu leicht bist. Man, wir sind nicht allein. Achso. Hä? Ey, wirklich. Navi. Also, was soll die Scheiße? Was soll die Scheißbemerkung? Hallo? Okay, Rutu, bleiben wir kurz gucken. Aber du bleibst da, ja? Verpiss dich nicht. Oh. Oh, ja, Mann, das ist der Gegner, da weiß das Ruto, der da vor mir chillt. Hallo? Ah. Den wir mal auch noch rauslocken. Komm. Ruppis. Es gibt Ruppis. Und da ist noch mehr einer. Komm jetzt wie sie doch rum, meine Fresse. Und kriege ich noch ein paar Herzen oder so. Auf jeden Fall eine große Kiste und ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Aber ich sag's noch nicht. Ja. Okay, ich sag's auch. Es ist die Labyrinthkarte. Oder Dungeon-Karte, besser gesagt. Na, noch besser, der Bumerang. Ha! Ich wollte es jetzt sagen, weil... naja, ich habe gemeint so von wegen, na, die kriegt man erst sparen, die kommst du drauf, das erste geile Item, was man kriegt, ist der Bumerang. Du spast. Bumerang. Langsam wird's Inventar voll. Das ist geil. Das ist geil. Immer mehrere Items. Da geht was. Und der Bumerang, Alter, der ist so scheiße wichtig, Mann. Das ist krass. So. Andere Sache. Wenn ich jetzt so draufsteige und Ruto da ablegt, verpisst sie die dann noch wieder? Muss ich die dann wieder wo abholen? Meckert die dann wieder? Oder wie ist das? Direkt mit dem Bumerang drauf. Schon ein geiles Item so. Na? Jetzt da. Putz. Nummer. Putz. Perfekt. Wir müssen diese komischen Tentakelkuh ja nicht sagen, oder? Na doch. Tentakel wenn wir zerstören, aber da fragt man sich, was macht es eben in Lord Yabu Yabu drin? Und die Karte. Perfekt. Das ist wirklich nice. Essentiell.
In diesem dritten Dungeon. Oh, jetzt meckert die, oder? Die meckert, aber sie bleibt da. Woo! Nice. Wie unaufmerksam von dir. Warum lässt du mich sitzen, wenn du ein Mann sein willst? Ja, ja, ja. Fresse. Und jetzt ist da der Weg frei. Genau. Das rote, schleimige Ding ist fort. Ja, genau. Es verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Natürlich. Das ist halt dann ziemlich geil. Oh ja, Mann. Du bleibst Hocker. Oh. Ja, so kann man es natürlich auch kaputt machen. Hallo. Das gibt's nicht. Ich lasse mich einfach vor allem einen Treffer und ja, im Endeffekt ist es wurscht, weil... Gut. Es ist halt geil, dass man jetzt die Blubberblase so mit dem Bumerang-Gruppen machen kann. Und ist das schon direkt der Kompass? Ich glaube nämlich schon, weil das ist eine große Kiste. Schaut fast danach aus, aber als erstes holen wir uns die Herzen und die Kerne. Na, mach auf den Chase. Und wir kriegen den Kompass. Das ist ja perfekt, weil... Ja, well. Ja doch, passt schon. Game Design mäßig vielleicht ein bisschen... Oh. Schnee auf Schnee. Aber ja, passt schon. Gut, du bleibst da. Bleib da, ja. Nein, ich lass mich nicht schon wieder treffen. So, ich möchte einfach nur vorbei. So. Gut. Du hast den Weg auch frei. Das ist auch nice. Oh, schon wieder? Ja, aber gut. Im Endeffekt ist es nur gut, wenn wir die ganzen Tentakel da zerstören. Wo hab ich mich geschmissen, Alter? Au! Wurf! Und... Komm runter. Wurf! Hallo? Danke. Und nur mit Wurf. Perfekt. Mhm. Und es sind weitere Tentakel verschwunden. Brauchst du Kindern weiter. Also bis jetzt muss ich sagen, ist der Dungeon noch nicht so schlimm, wie ich eigentlich immer gemeint habe, oder? Aber kann ja noch werden. Oh! Das Granny-Scheißzeug. Erst einmal das Chlorkack da wegmachen. Putz. Oh, die... Na okay, ja guck mal, die brauchen mehrere Hits. Autsch. Der slappt mich, Alter. Putz. 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 Komm her, Alter. Kriegst du den aufs Maul? Nochmal, Mann. Bumerang ist schon ein geiles Item. Vor allem, weil wir mit dem Drum jetzt dann an so viel vorher unerreichbare goldene Skulptulas hochkämen. Das ist Wahnsinn. Also da können wir jetzt richtig gescheit dann noch suchen, weil wir eigentlich, wen wir heute noch nicht finden, der dann erreichen. Gut, aua. Gut, jetzt ist nämlich da was. Da ist der Kränig lieber weg. Und jetzt können wir gleich schon mal austesten. Schau, da normale goldene Skulptula, die wir halt so auch noch erreicht können. Und da die andere hier, die wir nur zack
Mit dem Bumerang erreichen können. Sau geiler Scheiß. Und ja, das hätte man auch so erreichen können. Warte, ganz kurz. Das wird ein bisschen schwierig gerade. Na, haben wir nicht, wir waren doch nicht hingekommen. Krass. Ja, okay, aber dann sind es. Ich weiß auch nicht, das ist schon wieder so eine Game Design Sache. Ich check's nicht, warum macht man jetzt zwei direkt nebeneinander? Die hätte man doch ganz woanders verstecken können. Das war ja nicht mehr versteckt. Waren beide brutalst auf dem Weg. Was nicht. Also die waren ja wirklich erstens geschenkt und komplett auf dem Weg. Da ist er ja! Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Das ist doch... Danach haben wir aber auch gesucht. Also, vielleicht so die Mine auf die Plattform. Warum hast denn du den eigentlich? Dun, 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 dun. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Ja, das frage ich mich auch. Die Frau hat doch keinen Plan. Oder das Mädel, besser gesagt. Gott sei Dank, endlich der Stein von meiner Mama. Ah, okay, deswegen. Als ich Lord Jabu Jabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Boah, ich glaub, dass du mit mir in den Teleporter gar nicht rein kannst. Oh oh. Oh nö. Ach, was soll denn das? Ah, was ist das denn? Ein Oktopus? Oh mein Gott, der Boss. Oder ist das ein Zwischenboss? Ich glaube nämlich schon, dass es echt bloß ein Zwischenboss ist, so. Moin. Das ist jetzt mir die Obwaller. So. Mit dem Bumerang. Macht ihr das irgendwas? Wow! Okay, ich glaube, ich konnte ihn nur von hinten treffen. Oh! What the fuck? Ah, so ist es. So ein Ding spielen wir da. Hallo? Ach komm. Das hat gerade Super Mario 64 DS Vibes gegen den Goomba König. Alter, das ist scheiße, Mann. Komm. Also wirklich. Oh, komm jetzt her. Ja toll, jetzt können die mir angreifen. Super. Und dann käme ich wieder nicht hier. Ach, jetzt leck mich doch am Arsch. Und ich weiß ja nicht, warum ich die Facecam ausgeblendet habe. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Ich möchte nämlich die Schlitzattacke machen. Also wenn wir einen Orme gestunt haben, dann dreht er sie dann auch wieder. Ah, doch nicht. Dann müssen wir praktisch so lange hitten, bis er... Okay, ja. Gut. Wir müssen ja so lange hitten, also so lange mit dem Bumerang hitten, bis er sie umdreht. Ne. Wait, warte, was? Das waren doch bloß 2 Schlitze, oder? Leute, warum kommt jetzt so eine Fee? Warum kommt jetzt eine Fee? Wir hätten die gar nicht killen müssen, aber mach ich jetzt einfach. Da kann ich nicht. Kann ich gar nicht, Mann. Ich bin ein bisschen zu weit um. Ups, ein bisschen nach hinten. So. Ah, jetzt kennen wir diese Wobbeldinger da. Blub. Na, du kriegst so ein Ding auf die Fresse. Da muss man jetzt aber dazu sagen, mit dem Bumerang zu zielen, das ist ein bisschen schwieriger als mit der Schleuder. Da jetzt einfach mal so behaupten.
Okay. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir wahrscheinlich ganz weit oben. Ah, okay. Ich weiß schon, was abgeht. Genau. Jetzt haben wir nämlich da Zugang zu diesem Pfleg, aber dafür brauchen wir jetzt die Kisten, um den Schalter auszulösen, weil wir ja nur zu leicht sind. Ja, ist so eigentlich ganz übersichtlich, oder? Zack. Jetzt schaut das Ganze manchmal ein bisschen anders aus da. Okay, da ist schon mal nix. Bin mir so sicher, dass da nur irgendwo ein goldenes Skulltula sein wird. Double Kill! Na, was möchtest du machen, gell? Oh, mein Herz, die Skulltula. Skulltula. Oh, lol, ist sogar schon. Ja, Mann. Putz. Gut, dass man wenigstens die Symbole für die Skulltulas avisieren kann, weil dann brauchst du den extra Heat zielen und dann abschätzen, so ja, so fliegt der Bumerang, sondern kannst du einfach anvisieren, schmeißen, gut ist, Ganger. Ah, da, jetzt sieht man Boss. Schmeißen wir den Bumerang. Oh, lol. Wenn wir, zack. Bisschen mehr an Zeiten noch. Jetzt gehen wir hier. Das ist dann ganz geil gemacht, dass man jetzt auch wieder viele Sachen mit dem Bumerang machen kann. Das ist so dieses Gadget vom dritten Dungeon. Da merkt man schon direkt, da kommt eine Kamerafahrt. Was ist denn das für ein Boss? Ich erinnere mich halt auch nicht mehr an das Ganze. Und ich kann mir schon denken, was gemacht wird. Ah, wahrscheinlich ist es so ein elektroterrestrisches Biotentakel-Barinade. Was? Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt richtig ausspreche, weil ich keine Zeit gehabt habe zum Lesen. Ich schmeiß jetzt einfach mal da drauf. Mit dem Bumerang. In Hoffnung, dass ich irgendwas richtig mache. Ja, ist schon mal nicht schlecht, glaube ich, wenn man diese Anzapftentakel da durchtrennt. Natürlich mit dem Bumerang. Mit was er sonst. Oh, what the fuck, was geht jetzt ab? Autsch. Hallo? Ich hab die anvisiert. Ich wollte eigentlich vor Anfang ohne nur den Schlitzer machen, aber habe ich dann irgendwie nicht gemacht. So, wir müssen aufpassen, weil der... Oh, weil der mit so Giftscheiße um uns sprüht. Jetzt da. Können wir die kaputt machen jetzt? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott, geil. Autsch. Das hätte ich vielleicht vorher mal irgendwie rauskriegen sollen. Perfekt. 3. Autsch. Putz, Junge. Putz, Junge, nochmal. Komm. Oh ja, Schlitzer. So effektiv. Ist nur eine normale Attacke, aber es ist trotzdem effektiv in dem Fall.
komm. Kann ich da direkt Nummer drauf mit dem Bumerang? Oder? Ne, dürfen gar nicht da. Jetzt ist er gerade in der. Wie heißt das? Super Armor Phase. Oh, jetzt. Na. Jetzt. Doch nicht, doch nicht. Jetzt. Na, doch nicht. Jetzt. Und. Putz! Nummer an. Und da ist er da. Oh, fuck. Ist das eklig. Dann war das jetzt wohl ein bisschen ein XXL-Part. Ja, okay, was heißt XXL? So viel länger jetzt auch wieder nicht, aber ich wollte halt irgendwie dann doch den Dungeon dort komplett durchbringen. Und wir haben den 9. Container. 2, 4, 6, 8, 9. Jawohl! Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Hallo? Du bist spät dran. Warum hat es so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut. Ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Sie hat Rolli Backerl. Horst. Freudig erregt. Immer noch. Oh Gott. Ach Link, das ist eine Welt, die musst du noch nicht erforschen. Hey du bist cool. Ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Den heiligen Stein. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers, dem Sora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Soras. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Sora-Saphir. Aber wir heiraten die doch nicht, oder? Also, beim besten Willen tut mir leid, aber so schnippisch wie die vorher die ganze Zeit war, hätte ich kaum Bock. Naja, scheiß drauf, wir haben den Saphir. Lass uns abhauen. Los, Link. Der Sora-Saphir. Von den Soras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Schaut echt geil aus. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die 3 heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Und jetzt geht's richtig ab, Alter. Jetzt geht's richtig Bock. Sag's bloß nicht meinem Daddy.